Servus meine Damen, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute geht es mal wieder ein bisschen um bayerisches Brauchtum. Um finstere Masken, um schwere Eisenketten, um Glocken, um Ruten, mit denen man unzüchtige Mädels zurechtweist. Darum geht's heute. Ein Besuch beim Maskenschnitzer von Gottes Gnaden. Bei Vetter Masken. Beim Simon, den werden wir heute besuchen. Von dem ist auch dieses wunderschöne Stück hier. Schaut euch das an, was das wieder für ein Meister seiner Handwerkskunst ist. Der Krampus und der Percht. Und um Maschkara, um Glorfen, wie auch immer man das in den verschiedenen Ecken vom Alpenland nennt. Österreich und Bayern sind da relativ eng verknüpft. Unterschiede gibt es überall im Dialekt und in den Brauchtumsgeschichten, aber unterm Strich ist es alles sehr ähnlich. Und es wird heute ein spannendes und sehr mystisches Erlebnis. Wir werden die Maske anpassen hier, euch ein bisschen was über die Perchten und über die Krampus-Geschichte erzählen. Ja, den Krampuslauf, wie das alles funktioniert, woher das kommt, welche Materialien man nimmt und dass praktisch der Maskenschnitzkünstler, der muss ein Allround-Talent muss er sein. Also er muss sich wirklich auskennen, er muss sich mit Gebräuchen und Knochen und Hörnern auskennen, er muss sich mit dem Ledern auskennen, mit der Holzbearbeitung, mit Fellen, mit sämtlichen Materialien und das Gesamtergebnis ist dann eine wunderschöne Perchtenmaske. So, das hier ist eine Perchtenmaske und keine Krampusmaske. Es wird oft verwechselt und es wird auch so ein bisschen langsam ins Lächerliche gezogen. Schaut euch mal meine Perchten und meine Krampusgeschichte an. Verlinke ich euch da oben. Da wird so ein bisschen der Unterschied erklärt. Und das Thema werden wir auch heute nochmal aufgreifen. Und sehr traditionsbewusst, mit voller Energie mal rüber in den österreichischen Teil der bayerischen Alpen fahren und meinen Spätzle, den Simon, besuchen. Ja, viel Spaß bei dem Video. Hör mal dem Blut, der Atem schwer, hör mal dem Blut, der Atem schwer. Der Krampus erwacht vom Dunklem her, Krampus erwacht vom Dunklem her. Also ich bin total begeistert. Es ist einfach so geil geworden, das ist einfach Wahnsinn. Das gefällt mir. Ja, ohne Scheiß. Das ist wirklich der Wahnsinn hier. Was sind das jetzt für Hörner? Das sind jetzt Widerhörner, also links und rechts, wie es traditionell bei einer Berg gehört. Und oben eben zwei Ziegenböcke. Erkläre mal den Unterschied zwischen Perchten und Krampus. Also die Bercht ist, so wie wir es da sehen, also eher alles größer. Also ein typischer Krampus, eben rot und Ziegenfell, nur zwei Paarhörner und eher anatomisches Gesicht. Was würdest du jetzt sagen, ist der ältere, also nicht von der Maske her, sondern vom Brauchtum her, was ist der traditionsbewusstere? Ja, ist leider eher der Bercht. Der Percht wahrscheinlich. Ja, der Bercht ist eben dazu da, dass man die bösen Wintergeister austreibt. Und der Kamperl ist eben der Begleiter vom heiligen Nikolaus. Die Schnitte sind auch hauptsächlich mit Zirbenholz, auch Mammutskiefer, wenn es keine Zirbe gibt. Also Zirbe ist ein Kiefer für den, der jetzt nicht weiß, was ein Zirben ist. Oder? Bin ich schon richtig? Ja, das passt. Das ist ja bei uns sehr populär, der Brauch. Und durch die Fremden oder der ganze Freundesgruppe im Zusammenhang, da ist das ganze Jahr mit dem ganzen Brauch beschäftigt. Also dass man auch wieder alte Traditionen erhält und dass man aufpasst, dass solche Sachen nicht sterben, ja, genau. Dass die weitergebracht werden und weitergeleitet und auf jeden Fall bewahrt werden vor dem, dass sie halt irgendwann mal völlig verschwinden. Der Werkstatt heißt Vetter Masken, oder? Genau. Verlinke ich euch auch unten, ist auch bei Instagram, kannst du mal reinschauen. Und die Perchtengruppe? Aritius. Ja. Genau, Die Aritius Pass. Genau. Campusgruppe sind wir. Krampusgruppe. Ja, genau. Nicht verwechseln. Die verlinke ich euch auch unten. Kannst du euch das dann genau anschauen, wie wild das da abgeht. Nein, das ist schon cool, wenn man da so Gleichgesinnte trifft, was auch gleichen
gleiche Interessen haben. Ich finde das auch spannend. Das muss sich halt auch weiterentwickeln. Brauchtum muss sich halt irgendwie, muss halt immer so ein kleines bisschen weitergehen. Und dann hat man halt ein T-Shirt dazu an und dann hat man halt irgendwann einen wilden Gürtel und dann hat man halt wieder Eisenketten und trotzdem ist das alles irgendwie, ich mag jetzt nicht unbedingt Tracht dazu sagen, aber es ist halt so ein Revoluzerquant. Das ist es halt. Das ist gut, das sind halt die Wilden. Ja? Ja. Und genau so ist es halt. Und Ja. dann ist es nicht mehr bieder und altbacken und langweilig, sondern das kriegt gerade so einen neuen Schwung rein. Es kriegt gerade frischen Wind und anstatt dass man halt eine kurze Hosen anzieht, zieht man halt die kurze Lederhosen an. Genau. Und das finde ich halt irgendwie schön und cool und Ja, das stimmt. frisch. Ja. Und es kombiniert sich halt dann mit neuen Sachen und das finde ich halt einfach klasse. Mhm. Das stimmt. Mit neuen Mustern, mit neuen Liedern, mit neuer Musik, mit neuer Energie einfach. Horma dem Blut, der Atem schwer. Horma dem Blut, der Atem schwer. Der Krampus erwacht vom Dunklem her. Krampus erwacht vom Dunklem her. Tief im Tal ist der Winter hart und das Herz im Berggestein erstarrt. Sitzt da lauer bei Kerzenschein, sei Werk so alt wie Fäust und Stein. Ein Stückerl Holz, Erbstück der Ahn, sie jagt an Hauch vergangener Wahn. Sein Messer spricht im Schluck der Zeit vom Raum, Land und Dunkelheit. Er schnitzt da den Fluch, der einst aus dem Bauch der Berge kroch. Die Klinge taucht ja in das alte Mark und jeder Stich macht Seele stark. Brauchtum ist mehr als Tanz und Spui. Es ist Ernte, Winter, Kälte und Zui. Es ist Sturm im Herz, der Rauch im Haus ist Heimat und die stirbt niemals aus. Der Atem schwer, der Krampus erwacht vom Dunklem her. Wenn nichts mehr steht, das Brauchtum bleibt und hilft uns durch eine harte Zeit. Windglocken dröhnen durch das Tal. Volksfreude, Volk, nur ein letztes Mal. Der Schnitzer grinst im Schatten versteckt, weil er jede Maske an Berggeist wächst. Mein Blut und Säuge ins Holz. Dem Blut, da schwur so oid. Im Berg wacht's auf, was lang verfeut. Ab Berg zieht aus im Nebeldunst und das Heut trägt den Zorn seiner Kunst. Wenn nix mehr steht, das Brauchtum bleibt und hilft uns durch eine harte Zeit. Sind wir wieder zu Hause. Es war richtig spannend. Ich wäre da gern noch länger geblieben, aber leider ist man halt immer so ein bisschen unter Zeitdruck. Man nimmt sich zwar immer vor, diesen Zeitdruck loszuwerden, aber in unserer schnellen Welt ist es halt leider nicht ganz so einfach. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein paar so richtig tiefe bayerische, alpenvorländische Traditionen nahebringen. Wir hatten Mordspaß. Es geht hier nochmal einen Riesendank an den Simon Vetter raus. Der Maskenschnitzer von Gottes Gnaden, ja,
ist ein super Kerl, besucht ihn, ich verlinke unten alles von ihm. Masken kriegt er natürlich auch bei ihm, ist ein bisschen mit Wartezeit verbunden, weil er viel zu tun hat, aber er ist halt einfach ein von Gott begnadeter, traditionsbewusster Bursche. Also, haltet eure Traditionen aufrecht. Kauft keinen Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat's euch. Hör mal im Blut, der Atem schwer. Hör mal im Blut, der Atem schwer. Der Krampus erwacht vom dunklen Heer. Krampus erwacht